diszipliniert. Ja, hier wird kein Alkohol getrunken. Ja, hier werden Haferflocken gegessen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video, zu einem ganz anderen YouTube-Video, denn wir sind zusammen mit einer geilen Truppe eine Woche auf Mallorca und machen ein Paddle-Camp. Wir trainieren jeden Tag Paddle, wir ernähren uns gesund, es ist das komplette Gegenteil vom Besen-Video. Ich nehme euch einen Tag mit, wie das Ganze aussieht. Es ist wirklich unfassbar geil, aber auch unfassbar heiß. Aber wir haben einen Pool. Dort kann man reinspringen. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso machen die zwei Jungs ein Paddle-Camp auf Mallorca? What the fuck? Das geht ganz bisschen zurück. Ich war vor 1,5 Monaten schon auf Mallorca beim Paddle-Camp von Rafael Nadal. Und Johnny hat auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, yo, ich würde mal gerne ein Paddle-Camp machen. Und dann gibt es eigentlich zwei Optionen. Die erste, man bucht sich ein Paddle-Camp, wo es Trainer gibt, Unterkunft, alles zusammen. Ist sehr, sehr teuer, aber es ist alles da. Oder man macht das Ganze einfach selber. Man sucht sich Plätze, man sucht sich eine Unterkunft und man organisiert selber Trainer. Dann haben Johnny und ich das Ganze ein bisschen verglichen und haben gesagt, Digga, lass es einfach selber machen, ein paar coole Leute einladen und eine Woche lang Paddle spielen. Also der Plan war es, eine Woche lang Paddle zu spielen. Es wurden am Ende 3 Tage. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, 3 Tage, jeden Tag 4 Stunden Paddle fickt. Also die Beine werden gefickt. Und für sowas ist Mallorca die perfekte Insel. Wichtig ist halt bei der Rückhand, dass du wirklich den Fuß vorne mitnimmst und dann so den Ball spielst, weil ansonsten bekommst du den Ball nicht rüber. Uns ist auch wichtig, dass die Wäsche immer gewaschen ist, deshalb... Ach Digga, das ist mein Shirt. Ich habe das Shirt vor allem im Schlauch gewaschen, weil ich hatte keinen Bock auf Waschmaschine. By the way, vielen Dank an Adidas für die Schläger und Shirts. Sehr, sehr geil. Die haben uns hier ausgestattet für die Woche, damit wir die Bandechas spielen können. Mashallah, dieser Schläger scheppert auf dem Platz so krass und er sieht geil aus. Ich fühle mich wie alle Galan. Vielen Dank an Adidas für die Unterstützung, dass wir das Ganze machen können, für die ganzen Kleider und so. Und weil das Ganze für 12 Personen natürlich unfassbar teuer ist, wirklich vielen Dank an Natural Elements. Das ist unser Partner für dieses Paddle Camp. Die machen Supplements, Proteinsachen, etc. Haben mich schon ein paar Mal bei irgendwelchen Projekten unterstützt. Ist wirklich richtig geil. Wir können zu denen hingehen, eine Idee pitchen und die sagen, ja, lass machen. Das zum Beispiel hier ist Premium Multi. Das hier hat alles drin, was man braucht. Das heißt, das kann man sich geil reinballern. Oder Magnesium. Ansonsten findet man auf der Webseite von Natural Elements wirklich alles. Die haben uns auch unfassbar viele Proteinsachen zugeschickt. Wir fühlen uns hier wirklich wie Profisportler. Kuss, Kuss, Kuss. Guckt mal auf der Webseite vorbei. Da findet ihr wirklich alles, was ihr braucht. Und somit würde ich sagen, gehen wir auf den Platz und spielen Paddle. Kommen Sie mit rein in die Crib. Hier ist Marcel, der arbeitet immer. Ich sitze einfach hier. Wenn man das Airbnb bucht, dann kommt Marcel einfach mit. Richtig, also ich bin mit drin, ich gucke mal, wer da reinkommt. Also, hi. In der Küche sind unsere Trainer, die kochen immer für uns. Hier, ich schneide gerade die Tomaten für den Adi, damit er auch gut sich hier ernährt. Adi, hier ist wieder eine frisch für dich fertig. Danke. Gerne. Ne? Alle 17 Minuten muss ich eine Tomate essen vom Trainer. Ja, ich habe hier die Ehre, die beiden Nachwuchstalente hier, die vor mir stehen, zu trainieren. Ja, ich glaube, ihr seid auch nach den 3 Tagen jetzt, zumindest was uns angeht, wir sind am Limit, oder? Also wir müssen jetzt auch zu den nächsten Trainern dann. Weil wir haben, glaube ich, jetzt so alles weitergegeben, was wir wussten. Und das haben wir nicht aufgenommen. Würdet ihr sagen, wir haben einen krassen Fortschritt gemacht in der Woche? Auf jeden Fall alle. Alle, die dabei waren, jeder hat einen anderen Absprung. Aber ich glaube, alle, die dabei waren, haben echt richtig geil gezockt und richtig viel zugehört und auch umgesetzt. Und ich glaube, zugehört. Die Leute kennen uns immer nur, wenn wir dumme Sachen machen. Wir waren konzentriert, oder? Muss man wirklich mal sagen, was die Jungs hier paddeltechnisch, was sie hier absolvieren, ist richtig geil und diszipliniert. Ja, hier wird kein Alkohol getrunken. Ja, hier werden Haferflocken gegessen. Hier werden ja, ist so, es ist so. Das ist kein Spaß hier. Ja. Aber heute Abend Ballermann. heute ist der letzte Tag und wir gehen heute Abend in den Megapark. So. Dann ist alles wieder weg. Ich weiß morgen nicht mehr, wie eine Vorhand funktioniert. Hier hinten ist das Management und die machen Management-Sachen. Darf man nicht stören. Wie läuft's mit den Deals gerade so? Super. Das klang jetzt nicht so optimistisch. Ja, die arbeiten auch, spielen aber auch mit, trainieren alle mit. Von Management bis Creatoren, alle mittrainieren. Das ist ganz geil. And this here is my crib where I'm living. Du warst noch nie in meinem Zimmer, ne? Nee. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich bin jetzt, was Ordnung angeht, nicht der Beste. Deshalb kommt mal rein. Digga, ach du heilige Scheiße. Hier sammelt sich ein Rasierer, frisch ausgepackte Wäsche, alles dreckige Wäsche. Unordnung ist ja immer nur für Leute unordentlich, die die Unordnung nicht verursacht haben. Deshalb weiß ich ganz genau, wo hier drin alles ist. Wir haben am Morgen immer eine Session, 2 Stunden, 9 bis 11. Am Abend eine Session, 18 Uhr bis 20 Uhr. Es ist unfassbar heiß auf Mallorca, immer 35, 36 Grad. Das heißt viel trinken. Ich nehme euch heute einen Tag mit, wie wir trainieren. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare. Schreibt einfach was in die Kommentare. Danke.
Ich spüre noch nicht so eine krasse Motivation von dieser Seite hier. Doch. Wir sind eigentlich keine Morgenmenschen. Das liegt daran, dass Adi mich noch nicht so gut kennt, weil dass ich mit Proteinjoghurt mit, was ist das? Haferflocken. Haferflocken Was ist das? reinhaue, das ist was Besonderes. Das mache ich nur, weil der Drive da ist. Ja, komm, das Geile ist, du musst ja nur trainieren. Ich muss nur alle auf 350% kriegen und das machen wir gleich ab Minute 1. Nicht oh, hä? Heute ist zum ersten Mal Paula dabei am letzten Tag. Ich muss mal zeigen, wie es geht, ey. Am letzten Tag kommst du wieder, weißt du? Auch mal einen raushauen am letzten Tag. Ich bin gespannt. Jede Session haben wir mit einem Warm-up begonnen. Heute haben wir so eine Art Biathlon gespielt. Das heißt, man musste Pedalbälle in eine Box werfen. Wenn man die Box nicht getroffen hat, musste man eine Strafrunde rennen. Ich habe absolut keinen Ball in die Box reingetroffen. Musste die ganze Zeit nur Strafrunden rennen. Und Marcel einfach alle 5 getroffen. Erste Runde katastrophal versagt. Meine Knie schmerzen von gestern noch und ich habe nichts getroffen. Zweite Runde besser. Auf die Plätze, fertig, los, ja, mach! Allgemein habe ich festgestellt, dass Warm-ups jetzt nicht so meine Stärke sind. Ich habe nie gewonnen, aber es haben wirklich alle immer mitgemacht und das Warm-up ernst genommen, was in so einer Truppe nicht gerade selbstverständlich ist. Ich kann zum Beispiel nicht mehr jetzt. War schon ein bisschen anstrengend. Hast du gewonnen? Ja. Ich gebe alles auf den Platz gleich. Wir gehen rein ins Training. Ultra geile Plätze hier. Wir haben die ganze Woche hier trainiert. Heute ein bisschen Wind, Wetter, okay. Heute das erste Mal bewölkt. Ich schwitze zum ersten Mal nicht wirklich. Und dann trainiert man 2 Stunden einfach nur durch. Und mir ist bei den Videos aufgefallen, dass ich wirklich bei jedem Schlag dieses Gesicht mache. Ich weiß nicht wieso. Der war knapp. Wir spielen jetzt einen Satz, der Verlierer bekommt Arschbolzen und muss Getränke bezahlen und wir spielen gegen die Nummer 1 von Deutschland. Probleme. So, am Ende vom Training haben wir meistens noch einen Satz gespielt, wo man so ein bisschen versucht, das Gelernte anzuwenden. Es ist, by the way, nicht so easy, Pedal wirklich geil zu filmen. Ich hoffe, die Perspektive reicht. Hier lob ich zurück, Dori muss zurück, Dori lobt wieder zurück und jetzt, ich ziehe auf, bam, auf den Körper von Böni, den kann er nicht mehr blocken, geht an die Scheibe, Punkt für uns und jetzt mein Lieblingspunkt. Schön in die Mitte gespielt, über die Scheibe zurück und jetzt, zack, Kick-Smash aus dem Feld. Man fühlt sich ab und zu wie ein Profi und dann haut man wieder 3 Bälle weg. Hier, langsamer Ball auf Dori, Ball kommt in die Mitte, bumm, über die Mitte, kommt er nicht mehr ran. Und jetzt, guter Aufschlag von Böni, ich gehe in die Mitte, weil ich gut retourniert habe. Kommt er aber noch ran, Punkt geht weiter, Lob von Johnny und Dori haut das Ding ins Netz rein. Jetzt wahrscheinlich der beste Punkt vom gesamten Spiel. Ich mit einer guten Vibora, Dori kann den irgendwie verteidigen. Ich probiere Kick-Smash und jetzt Böni haut den Ball in unser Feld und er springt zurück. Ich glaube, ich würde sowas nie hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Ding am Ende dann, gegen die deutsche Nummer 1 verloren. Und ja, uns wurde auf den Arsch gebolzt. Wow, Dori! Treff mal, jetzt ist wichtig! Hier wurde gerade Podcast aufgenommen. Man muss echt sagen, es ist echt unfassbar anstrengend. Wir haben am Morgen 2 Stunden Training, full. Dann am Nachmittag essen, recovern, einkaufen, bla bla bla. Wir haben am Abend nochmal 2 Stunden Training, dann den und so. Dann ist man komplett am Arsch, dann geht man pennen. Und am nächsten Tag ist das Gleiche. Es fühlt sich auch wirklich geil an, sowas zu machen, sich so zu dedicaten. Wir wissen, wir werden jetzt nicht Profis oder so, aber einfach so eine Woche zu machen, sich geil zu ernähren, geil zu pennen, viel Sport zu machen, fühlt sich irgendwie geil an. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Energie man in sich drin hat, weil ihr kennt es wahrscheinlich, man sitzt zu Hause, dann chillt man rum und denkt sich so, boah, soll ich jetzt joggen gehen oder nicht? Und dann ist man da, man kann ultra viel Sport machen, man hat immer noch Energie, am nächsten Tag wieder Energie und das ist irgendwie geil zu sehen und auch ein geiles Learning. Das heißt, macht Sport, macht einfach irgendwas, es klappt immer. Und am Ende des Tages, es bockt einfach. Leider müssen uns Paula und Dori verlassen, aber sie machen es in Style. Einmal Last Soul gelaufen und direkt so ein Black SUV. Direkt abgehoben geworden. 10 von 10, hat richtig Bock gemacht. Adi, du musst noch ein bisschen an dir arbeiten auf dem Court, das wissen wir, aber du machst einen guten Schritt nach vorne auf jeden Fall. Einmal Paddle gespielt, aber
Ich war viel Radfahren und ich fand es auch ganz toll mit euch. Dank, dass ich werde euch so vermissen. Oh, danke schön. Tschüss. Shoutouts an Dori, der ist vor 6 Tagen noch beim Last Soul Ultra mitgelaufen und hat jetzt 4 Tage Pedal gespielt. What the fuck? Ich weiß nicht, wie die Beine das gemacht haben, aber irgendwie haben es die Beine gemacht. Es geht noch einmal rein in die letzte Session des legendären Campo de Badea. Wetter sieht nicht so gut aus. Bisschen Wolken, bisschen Wind. Mal gucken, ob es hält. Aber dieses Wasser hier sieht so juicy aus. Weil es die letzte Session vom gesamten Camp war, haben wir eigentlich nur noch gespielt. Zuerst ich und Johnny gegen Tim und Böni. Wir haben maximal kassiert, obviously gegen die deutsche Nummer 1. Hat aber ultra viel Spaß gemacht. Und als krönender Abschluss ich und Böni gegen Johnny und Tim. Ich glaube, das war mein höchstes und auf jeden Fall auch das höchste Level von Johnny, was wir jemals gespielt haben. Wenn man mit so einem besseren Spieler spielt, dann geht man auch nochmal so mehr Lock-in. Man spielt Bälle, die man vorher noch nie gespielt hat. Man ist ultra aktiv, man ist immer da. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich lasse jetzt einfach ein paar Clips vom Spiel laufen im Hintergrund. Raw, die könnt ihr euch noch angucken. Dann seht ihr mal, wie schnell Pedal wirklich ist, wie das klingt und wie man immer ready sein muss. An dieser Stelle großes Dankeschön an Tim und Böni, dass ihr uns eine Woche lang trainiert habt und es mit uns ausgehalten habt. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube auf jeden Fall, das Ganze muss nächstes Jahr wiederholt werden. Und jetzt viel Spaß mit den Clips. Weiter, easy. Gut. Jo. Kleiner Fortschritt die Woche. Weiter. Beide kommen. Weiter. Warte. Pedal Camp 2026, es hat unfassbar viel Bock gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Adidas und Natural Elements, die das Ganze erstmal möglich gemacht haben. Danke an Böni und Tim, die Legenden, fürs Trainieren. Und danke an euch fürs Zugucken. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal für weniger Pedal-Content. Und was soll ich euch sagen, als krönender Abschluss für die Woche sind wir noch in den Megapark gegangen. Solange ich los